sind friedliche Massenkundgebungen mit den Novemberpogromen vergleichbar. Lautsprache sind friedliche Massenkundgebungen mit den Novemberpogromen vergleichbar. Lautsprache sind friedliche Massenkundgebungen mit den Novemberpogromen vergleichbar. Lautsprache sind friedliche Massenkundgebungen mit den Novemberpogromen vergleichbar. Todesangst berichtet haben, wo ich nicht gesagt habe, dass das vergleichbar ist mit einem Pogrom der Reichskristallnacht. Ganz im Gegenteil, weil das ist etwas Einzigartiges. Aber die Methode, wie es zu solchen Massenpsychosen führen kann, und ich sage, dank der Polizei ist es zu nichts Schlimmerem gekommen, da waren Sprengsätze von 1 Kilo, die sichergestellt worden sind. Da sind Mordaufrufe passiert, da sind Frauen niedergeschlagen worden. Es war ein Sprengsatz, nicht Sprengsätze. Ein Sprengsatz mit 1 Kilo Sprengstoff, Brandanschläge auf Häuser, die stattgefunden haben. Es hat mehrere Verletzte gegeben, es hat unzählige Frauen gegeben, die ins Gesicht geschlagen und gespuckt worden sind. Ich habe heute extra nochmal mit der Polizei telefoniert. Es gab einen Sprengsatz von einem deutschen Besucher. Es gab eine Brandattacke auf ein Studentenheim, auch wenn die FPÖ bis jetzt behauptet, es waren mehrere. Es waren 2 Häuser, ja. Die Polizei sagt nein. Die Polizei sagt, das war ein Haus in der Strozzigasse. Das wird auch entsprechend nicht nur dokumentiert, sondern auch entsprechend rechtliche Folgen haben. Wenn das alles so falsch ist, was der Standard schreibt, warum klagen Sie den Standard da nicht? Das wird sicherlich auch ein Thema sein. Denn bis jetzt haben Sie es nicht gemacht. Na, schauen Sie. Ich habe ja bis jetzt nicht einmal die Gelegenheit gehabt, dass der Standardjournalist mit mir gesprochen hätte. Sie sind ja bis dato neben dem ATV der erste Journalist, der mich fragt, was ich dort gesagt habe, welche Inhalte ich gesagt habe. Das ist doch nicht wahr. Dutzende Journalisten haben gestern in der Pressestelle der Freiheitlichen Partei um Interviews angerufen. Dem Morgenjournal haben sie ein Interview verweigert. Das ist das erste Interview, das sie geben. Nein, ganz im Gegenteil. Es gab zig Anfragen. Ja, ganz im Gegenteil. Ich habe gesagt, wenn, dann will ich live eingeladen werden, damit wir darüber reden können. Weil ja auch der zweite betreffende Satz, den der Standardjournalist völlig aus dem Zusammenhang gerissen hat, ein falscher ist. Nämlich jener, dass die Juden von heute, ja, oder wir die neuen Juden sind. Das Zitat war von Jörg Haider, das wir dort diskutiert haben. Und das hat ein Jörg Haider einmal gesagt und wir haben über sein damaliges Zitat und seinen Ausspruch diskutiert. Herr Strache, ich habe auch vor der Sendung mit dem Standardredakteur nochmal gesprochen. Er sagt, Sie haben das ja schon auf Ihrer Facebook-Seite heute geschrieben, das ist eine glatte Unwahrheit von Ihnen. Das Wort, der Name Haider und ein Haider-Zitat wären nie gefallen, sondern Sie hätten von sich aus aufgrund der Attacken auf Studentenbuden in der Ballnacht die Reichskristallnacht angesprochen und dann gesagt, wir sind die neuen Juden. Dafür gibt es eine weitere Zeugin und der Standardjournalist würde das auch jederzeit vor Gericht bezeugen. Ja, da bin ich froh, weil ich sage, wissen Sie, wenn das der neue Standard und Ethik von Journalismus ist, einerseits jemanden offenbar zu bespitzeln und dann falsch wiederzugeben in der Öffentlichkeit, wo ja Verfassungsschutzbeamte bei mir gestanden sind und mich begleitet haben, dann ist das schon ein sehr bezeichnender Zustand. Nicht klären, was trotzdem auffällt, ist, dass selbst die Kronenzeitung, die Ihnen jetzt nicht gerade feindlich gegenübersteht, in ihrem morgigen Kommentar von Straches unmöglichem Judenvergleich schreibt und sagt, Straches Erklärungen und Versuche, sich wieder mal als Opfer irgendwelcher Intrigen hinzustellen, geben eher den Kritikern recht. Ja, das ist eben genau nicht der Fall. Denn wenn man erleben muss, dass seit Wochen hier Verdrehungen stattfinden, dass Menschen, unbescholtene Ballbesucher als Nazis beschimpft werden, tätlich attackiert werden. Das wird ja auch in Ihrem Unternehmen und auch von anderen Medien wird das als friedliche Demonstration hingestellt. Wissen Sie, da ist eine Ausnahmesituation auch vorhanden gewesen am Ball, wo Menschen wirklich Panik gehabt haben, Angst um ihre Kinder. Das haben Sie mehrfach gesagt. Ich würde jetzt aber und ich habe keine Relativierung getroffen, sondern ich habe das tiefste Mitgefühl der Opfer der damaligen
Novemberpogrome zum Ausdruck gebracht und gesagt, wir müssen alles dazu tun, dass solche entsetzlich grausamen Zeiten nie wieder passieren. Das ist unser Auftrag. Und das haben wir dort diskutiert. Und wenn dann ein Standardjournalist das völlig, eine 20-minütige Diskussion völlig aus dem Zusammenhang reißt, dann das ist haben das wir alles schon. ungeheuer. Vielleicht können wir ein bisschen weiterkommen. Sie haben jedenfalls das Wort Reichskristallnacht verwendet, bestreiten Sie ja gar nicht. Ja. Sie haben es auch heute auf Ihrer Facebook-Seite verwendet und das ist auch interessant, weil ich gehe davon aus, dass Sie wissen, dass die Opfer der damaligen Pogrome und ihre Nachkommen dieses Wort als extrem unpassend und verharmlosend empfinden, weil es ein bisschen so darstellt, es wären damals nur ein paar Fensterscheiben zu Bruch gegangen und dass man das als historisch sensibler Mensch ebenso wenig verwendet, wie man Neger sagt. Nein. Warum verwenden Sie es trotzdem? Nein, das ist das, was immer wieder sozusagen auch in unseren Geschichtsbüchern uns mitgeteilt wurde, auch in der Schule mitgeteilt wurde, und nicht als Verharmlosung, sondern als brutale Pogromsituation, wo hunderte Menschen umgebracht worden sind. Ganz im Gegenteil. Ich finde es verharmlosend und entsetzlich, dass man anständige Menschen als Nazis hinstellt. Wissen Sie, was das bedeutet? Nein, das bedeutet, dass man diesen Menschen sagt, sie seien Massenmörder und sie stehen hinter einem System, das Millionen Menschen vernichtet hat. Ich finde das ungeheuerlich, dass in unserer Zeit solche Entwicklungen stattfinden können und so eine Funze Menschen, die unbescholten Sie sind, sind ja da nicht aufgedrückt harmlos. wird. Sie sind nicht harmlos. Ich wollte wissen, warum Sie das Wort Reichskristallnacht verwenden. Weil ich das als einen entsetzlichen Begriff immer gehört habe und immer verurteilt habe. Für mich ist die Reichskristallnacht eine Sie wissen nicht, dass man das nicht sagt. Das ist für mich eine entsetzliche Begrifflichkeit der damaligen Zeit im negativen Ich muss Sinn. noch mal fragen, Sie wissen nicht, dass man dieses Wort nicht mehr verwendet. Na, so habe ich das im Geschichtsunterricht aber leider Gottes gehört. Ich habe das nicht als negativ, also als negatives Wort sehr wohl immer Also empfunden. seit dem Geschichtsunterricht haben Sie darüber nichts mehr gehört. Oh ja, immer wieder. Aber Sie wissen nicht, dass man das Wort nicht Auch verwendet. bei Gedenkveranstaltungen habe ich darüber gehört. Auch im Parlament bei offiziellen Gedenkveranstaltungen wurde dieses Wort verwendet. Kann ich mir jetzt sehr schwer vorstellen, ohne so genannt dazu, aber gut. Warum immer Ihre Partei? Schauen Sie, meine Partei hat Laut sind friedliche Massenkundgebungen mit den Novemberpogromen vergleichbar. Dann schauen Sie, meine Partei hat mit Antisemitismus nicht. Dann schauen Sie, meine Partei hat mit Antisemitismus nicht. Laut sind friedliche Massenkundgebungen mit den Novemberpogromen vergleichbar. 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 Todesangst berichtet haben, wo ich nicht gesagt habe, dass das vergleichbar ist mit einem Pogrom der Reichskristallnacht. Ganz im Gegenteil, weil das ist etwas Einzigartiges. Aber die Methode, wie es zu solchen Massenpsychosen führen kann, und ich sage, dank der Polizei ist es zu nichts Schlimmerem gekommen. Da waren Sprengsätze von 1 Kilo, die sichergestellt worden sind. Da sind Mordaufrufe passiert, da sind Frauen niedergeschlagen worden. Es war ein Sprengsatz, nicht Sprengsätze. Ein Sprengsatz mit 1 Kilo Sprengstoff, Brandanschläge auf Häuser, die stattgefunden haben. Es hat mehrere Verletzte gegeben, es hat unzählige Frauen gegeben, die ins Gesicht geschlagen und gespuckt worden sind. Ich habe heute extra nochmal mit der Polizei telefoniert. Es gab einen Sprengsatz von einem deutschen Besucher. Es gab eine Brandattacke auf ein Studentenheim, auch wenn die FPÖ bis jetzt behauptet, es waren mehrere. Es waren 2 Häuser, ja.
Die Polizei sagt nein. Die Polizei sagt, das war ein Haus in der Stolzigasse. Das wird auch entsprechend nicht nur dokumentiert, sondern auch entsprechend rechtliche Folgen haben. Wenn das alles so falsch ist, was der Standard schreibt, warum klagen Sie den Standard da nicht? Ja, das wird sicherlich auch ein Thema sein. Denn bis jetzt haben Sie es nicht gemacht. Na, schauen Sie, ich habe ja bis jetzt nicht einmal die Gelegenheit gehabt, dass der Standardjournalist mit mir gesprochen hätte. Sie sind ja bis dato neben dem ATV der erste Journalist, der mich fragt, was ich dort gesagt habe, welche Inhalte ich gesagt habe. Das ist doch nicht wahr. Dutzende Journalisten haben gestern in der Pressestelle der Freiheitlichen Partei um Interviews angerufen. Dem Morgenjournal haben sie ein Interview verweigert. Das ist das erste Interview, das sie geben. Nein, ganz im Gegenteil. Es gab zig Anfragen. Ja, ganz im Gegenteil. Ich habe gesagt, wenn, dann will ich live eingeladen werden, damit wir darüber reden können. Weil ja auch der zweite betreffende Satz, den der Standardjournalist völlig aus dem Zusammenhang gerissen hat, ein falscher ist. Nämlich jener, dass die Juden von heute, ja, oder wir die neuen Juden sind. Das Zitat war von Jörg Haider, das wir dort diskutiert haben. Und das hat ein Jörg Haider einmal gesagt und wir haben über sein damaliges Zitat und seinen Ausspruch diskutiert. Herr Strache, ich habe auch vor der Sendung mit dem Standardredakteur nochmal gesprochen. Er sagt, Sie haben das ja schon auf Ihrer Facebook-Seite heute geschrieben, das ist eine glatte Unwahrheit von Ihnen. Das Wort, der Name Haider und ein Haider-Zitat wären nie gefallen, sondern Sie hätten von sich aus aufgrund der Attacken auf Studentenbuden in der Ballnacht, die Reichskristallnacht angesprochen und dann gesagt, wir sind die neuen Juden. Dafür gibt es eine weitere Zeugin und der Standardjournalist würde das auch jederzeit vor Gericht bezeugen. Ja, da bin ich froh, weil ich sage, wissen Sie, wenn das der neue Standard und Ethik von Journalismus ist, einerseits jemanden offenbar zu bespitzeln und dann falsch wiederzugeben in der Öffentlichkeit, wo ja Verfassungsschutzbeamte bei mir gestanden sind und mich begleitet haben, dann ist das schon ein sehr bezeichnender Zustand. Nicht klären, was trotzdem auffällt, ist, dass selbst die Kronenzeitung, die Ihnen jetzt nicht gerade feindlich gegenübersteht, in ihrem morgigen Kommentar von Straches unmöglichem Judenvergleich schreibt und sagt, Straches Erklärungen und Versuche, sich wieder mal als Opfer irgendwelcher Intrigen hinzustellen, geben eher den Kritikern recht. Ja, das ist eben genau nicht der Fall. Denn wenn man erleben muss, dass seit Wochen hier Verdrehungen stattfinden, dass Menschen, unbescholtene Ballbesucher als Nazis beschimpft werden, tätlich attackiert werden. Das wird ja auch in Ihrem Unternehmen und auch von anderen Medien wird das als friedliche Demonstration hingestellt. Wissen Sie, da ist eine Ausnahmesituation auch vorhanden gewesen am Ball, wo Menschen wirklich Panik gehabt haben, Angst um ihre Kinder. Das haben Sie mehrfach gesagt. Nein. Ich würde jetzt aber und ich habe keine Relativierung getroffen, sondern ich habe das tiefste Mitgefühl der Opfer der damaligen Pogrome zum Ausdruck gebracht und gesagt, wir müssen alles dazu tun, dass solche entsetzlich grausamen Zeiten nie wieder passieren. Das ist unser Auftrag. Und das haben wir dort diskutiert. Und wenn dann ein Standardjournalist das völlig, eine 20-minütige Diskussion völlig aus dem Zusammenhang reißt, dann das ist haben das wir alles schon. ungeheuer. Vielleicht können wir ein bisschen weiterkommen. Sie haben jedenfalls das Wort Reichskristallnacht verwendet, bestreiten Sie ja gar nicht. Ja. Sie haben es auch heute auf Ihrer Facebook-Seite verwendet und das ist auch interessant, weil ich gehe davon aus, dass Sie wissen, dass die Opfer der damaligen Pogrome und ihre Nachkommen dieses Wort als extrem unpassend und verharmlosend empfinden, weil es ein bisschen so darstellt, es wären damals nur ein paar Fensterscheiben zu Bruch gegangen und dass man das als historisch sensibler Mensch ebenso wenig verwendet, wie man Neger sagt. Nein. Warum verwenden Sie es trotzdem? Nein, das ist das, was immer wieder sozusagen auch in unseren Geschichtsbüchern uns mitgeteilt wurde, auch in der Schule mitgeteilt wurde, nicht als Verharmlosung, sondern als brutale Pogromsituation, wo hunderte Menschen umgebracht worden sind. Ganz im Gegenteil. Ich finde es verharmlosend und entsetzlich, dass man anständige Menschen als Nazis hinstellt. Wissen Sie, was das bedeutet? Nein, das bedeutet, dass man diesen Menschen sagt, sie seien Massenmörder und sie stehen hinter einem System, das Millionen Menschen vernichtet hat. Ich finde das ungeheuerlich, dass in unserer Zeit solche Entwicklungen stattfinden können und so eine Punze Menschen, die unbescholten sind, ja da nicht aufgedrückt wird. Sie sind nicht harmlos. Ich wollte wissen, warum Sie das Wort Reichskristallnacht verwenden. Weil ich das als einen entsetzlichen Begriff immer gehört habe und immer verurteilt habe. Für mich ist die Reichskristallnacht eine ganz... nicht, dass man das nicht sagt. Das ist für mich eine entsetzliche Begrifflichkeit der damaligen Zeit im negativen Sinn. Noch mal fragen. Sie wissen nicht, dass man dieses Wort nicht mehr verwendet. So habe ich das im Geschichtsunterricht aber leider Gottes gehört. Ich habe das nicht als als negatives Wort sehr wohl immer empfunden. Also seit dem Geschichtsunterricht haben Sie darüber nichts mehr gehört? Oh ja, immer wieder. Aber Sie wissen nicht, dass man das Wort nicht verwendet. Auch bei Gedenkveranstaltungen habe ich darüber gehört. Auch im Parlament bei offiziellen Gedenkveranstaltungen wurde dieses Wort verwendet. Kann ich mir sehr schwer vorstellen, ohne so genannt dazu, aber gut. Warum immer Ihre Partei? Schauen Sie, meine Partei Laut Strache sind friedliche Massenkundgebungen mit den Novemberpogromen vergleichbar. Dann schauen Sie, meine Partei hat mit Antisemitismus nichts. Dann schauen Sie, meine Partei hat mit Antisemitismus nichts. Laut Strache sind friedliche Massenkundgebungen mit den Novemberpogromen vergleichbar. Laut Strache sind friedliche Massenkundgebungen mit den Novemberpogromen vergleichbar.
Lautsprache sind friedliche Massenkundgebungen